Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, es ist nun soweit. Das erste Mal auf meinem Kanal muss ich über einen Retortenverein sprechen. Ihr könnt euch gut denken, solche Vereine wie 18,99 € Hoffenheim, ich schaffe es einfach nicht, den allgemeinen, offiziellen Vereinsnamen zu nennen. Das kriege ich nicht über die Lippen. Tut mir leid. Tut mir sehr leid. Eigentlich tut es mir gar nicht leid, ehrlich gesagt. Nur für diejenigen, die vielleicht irgendwie ein bisschen irritiert gerade sind. Ich halte halt nicht so viel von diesen ganzen Vereinen, die dann plötzlich mit Geld zugeschüttet werden und dann als Dorfverein plötzlich im Konzert der Großen mitspielen. Andere Vereine mussten dafür mehr investieren und damit meine ich nicht Geld. Ja, das musste ich unbedingt jetzt mal loswerden und da interessiert mich auch nicht, dass die neuerdings sich so ein Image aufbauen mit so einem Banner, wo drauf steht Dorfverein, nur um irgendein Image zu haben. Nur um irgendein Image zu haben. Das interessiert mich nicht. Auch hier, von mir aus ist Dietmar Hopp ein wohltätiger Mensch, ein guter Mensch. Ich will ja auch nicht in diese Dietmar Hopp, du Spross einer Dirne Nummer jetzt reinfahren. So, das möchte ich jetzt an der Stelle nicht machen. Auf das Niveau begeben wir uns jetzt mal nicht. Aber ist halt trotzdem fragwürdig, wenn er vorher in Heidelberg, ja genau, Heidelberg, vorher einen Verein gründen wollte, der genau dieselben Ziele hat wie jetzt Hoffenheim. Und dann plötzlich dort es nicht geklappt hat und dann wollte er Waldhof Mannheim pushen. Die haben irgendwie sich mit ihm nicht einigen können und dann plötzlich, oh ja, ich bin ja in Hoffenheim geboren worden, beziehungsweise in Sinsheim. Ja komm, da habe ich mal ein bisschen in der Jugend oder was gespielt oder als Amateurfußballer. Ja komm, die pushe ich jetzt. Tut mir leid, kann mit sowas nichts anfangen. Kann mit echt, das sind für mich keine Märchen, die geschrieben werden. Das sind für mich einfach nur schlechte Drehbücher. Und da interessiert mich auch nicht, dass Hopp sein Engagement zurückgezogen hat, nicht mehr die Mehrheit hat und sie damit offiziell jetzt wieder 50+1 erfüllen. Aber das ist für mich genauso, als wenn jemand, der im Lotto mehrere Millionen Euro gewonnen hat, jahrelang nicht arbeiten gegangen ist, plötzlich sagt, ach komm, einfach so auf Ehre gehe ich jetzt wieder Vollzeit arbeiten. Das ist genau dasselbe für mich. Aber gut, dann beschäftigen wir uns jetzt mal ein bisschen mit unserem Gegner an und für sich, mit der aktuellen Mannschaft. Da ist natürlich jetzt auffällig, dass zwei Spieler, die im Sommer beim FC im Fokus standen, dort quasi zu den Leistungsträgern geworden sind. Das ist zum einen Aslani, den kennen wir noch aus Elversberg, und natürlich auch unser Partyboy Tim Lemperle. Bei uns natürlich bekannt als absoluter, wie soll ich sagen, Saufkumpane. Wir wissen ja die ganze Geschichte mit dem Daydrinking, aber ein bisschen beschwichtigt hat mich dann sein Tor gegen die Pillen. Ein anderer Retortenverein, bei dem ich wirklich sowas wie Hass empfinde, ist bei Hoffenheim dann doch nicht so der Fall. Es ist eine Abneigung. Es ist eine ganz starke Abneigung, aber Hass ist ein hartes Wort. Aber ja, die beiden trumpfen momentan sehr auf. Aslani ist der beste Torschütze bei ihnen und Lemperle gehört auch zu den besten Scorern, der zweitbeste Scorer, und natürlich auch im Fokus steht nach wie vor nach so vielen Jahren immer noch Andrej Kramaric. Ich verstehe immer noch nicht, warum es ihn nicht zu einem anderen Verein gezogen hat, dass der da irgendwie die absolute Vereinslegende wird und sich auch dazu entschieden hat. Ich weiß nicht warum, ist es die Idylle, dass du da deine Ruhe hast. Ich will ja jetzt nicht sagen, so Baden-Württemberg ist ja eine schöne Gegend. Ich weiß nicht, warum er da nicht weg will, weil es nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Gänsehaut ist da jedenfalls nicht vorhanden. Aber das ist jetzt so meine allgemeine Meinung und meine Beobachtung zu Hoffenheim. Aktuell Platz 10. Aber genauso viele Punkte wie wir, 7 Punkte. Und in der Tordifferenz sind sie mit einem Tor schlechter ungefähr, oder 2 Toren schlechter als wir. Ja, jemand, der früher bei Hoffenheim gespielt hat und aktuell eigentlich unser bester Torschütze ist Marius Bülter, kann nicht spielen, ist immer noch verletzt, vielleicht beim nächsten Mal. Wir haben dazwischen ja noch eine Länderspielpause und gleichzeitig wird er auch noch wahrscheinlich an diesem Wochenende Vater. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal sage, Marius Bülter ist der Mann, der uns fehlt, der uns auf dem Platz fehlen wird. Ich dachte einfach, das wäre so eine Kaderergänzung. Und im Nachhinein ist das jetzt aktuell unser wichtigster Mann. Deswegen jetzt am Wochenende ist Ragnar Ache gefragt. Der Knoten sollte jetzt endlich mal platzen. Ansonsten wenigstens eine Torvorlage. Nichtsdestotrotz muss ich ja trotzdem den Kader loben, den wir da haben. Wir haben einen tollen Kader. Im Zweifelsfalle treffen Leute wie Kaminski. Im Zweifelsfalle kann auch noch vielleicht Said El-Mala, wenn er rechtzeitig eingewechselt wird, da auch noch irgendwie seine Akzente setzen. Ist ein bisschen schwierig, da abzuschätzen, wie dieses Spiel am Freitag ausgeht.
Aber ich sag mal so, wir haben einen guten Kader. Wenn ich so einfach noch mal aufzähle, Kaminski, Martel, auch Ragnar Ache. Aktuell kann leider auch Raf Vandenberg nicht spielen, aber das sind auch alle Spieler, die würden wahrscheinlich auf dem Radar von Hoffenheim landen. Das muss man einfach mal an der Stelle so sagen, also Hoffenheim mit seinen Ansprüchen. Ja, wir werden auch von reichlich Fans begleitet. 8.000 bis 10.000 heißt es offiziell, aber ich sehe schon im ganzen Netz, anscheinend haben sich die FC-Fans in den Blöcken drumherum komplett versorgt, also das ganze Kontingent von Hoffenheim ist aufgebraucht. Es kann gut möglich sein, dass alles bis auf die Fankurve von Hoffenheim, die paar Leute, die da stehen, von FC-Fans besetzt sein wird. Ja, und ich sage jetzt mit Absicht die paar Leute, die da stehen. Und jeder Hoffenheim-Fan, der hier mutmaßlich kommentiert, erkläre ich offiziell zum Bot. Da wird nichts beantwortet, gar nichts. Ich gehe da gar nicht drauf ein und ganz ehrlich, ich glaube auch gar nicht, dass hier existiert. Das sind einfach irgendwelche Angestellten von Dietmar Hopp, die er da rekrutiert hat. Ja, ihr merkt es schon, ich kann da einfach nicht irgendwie sachlich reden, wenn es um solche Konstrukte geht. Aber gut, trotz alledem, wie üblich, möchte ich das Spiel tippen. Und es wird jetzt ein bisschen schwierig. Und deswegen, weil ich mich nicht entscheiden kann, spielen wir mal wieder Geiß oder Bock. Und jetzt ist es wieder soweit, der Moment der Wahrheit. Geiß oder Bock? Der Spieltagstipp für den ersten FC Köln. Wird es der glorreiche Geiß, der uns hoffen lässt, oder der berüchtigte Bock? Geiß. Manchmal ist die Münze gnädig und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Also denn, eingangs möchte ich erwähnen, dieses Mal kann ich nicht auf den Sieg tippen. Deswegen, es geht hier nur um Unentschieden oder Niederlage. Das hier wäre dann das positivere Ergebnis, das Unentschieden. Und Kopf hier, beziehungsweise der Bock, das wäre dann die entsprechende Niederlage. Sage ich von vornherein, weil ich glaube, wir werden eine kleine Ergebniskrise haben. Die wird aber nicht allzu schlimm sein. Ich glaube, bald wird es wieder deutlich besser. Von daher, Geiß oder Bock? Es tut mir sehr leid. Mein Tipp ist, dass wir das Spiel verlieren werden. Aber nur ganz knapp. 1:0 für 18,99 € Hoffenheim. Und wie gesagt, solche Vereine sind ja auch mehr oder weniger in der Bringschuld bei der Kohle, die sie im Gegensatz zu uns haben. Ja, aber trotzdem, der FC kann mich gerne eines Besseren belehren. Das mag ich ja besonders, wenn das der Fall ist. Und viel Glück an die Jungs. Ich glaube trotzdem irgendwie, dass sie mich widerlegen. Innerlich. Aber das ist mehr so das Wunschergebnis. Ja, das wäre auch alles. Wir sehen uns dann wieder zu Reaction. Ich sag mal an der Stelle, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sag mal an der Stelle, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.